muss ich so, wir waren selber überrascht, obwohl wir auch selber gewarnt haben, dass wir uns keine größeren Illusionen gemacht haben, sogar erschreckt über die Mesuren, die die Regierung plant. Großpatronat hat sich verbündet an dieser Regierung, die Gewerkschaften nicht. Das Problem ist aber, dass die Forderungen vom Patronat durchkommen dürfen, da wir letztendlich für ein Billiglohnland zu gehen. Und das so ein Patron, die sagen das ja auch, wenn sie als Land vergleichen mit anderen Billiglohnländern. Patronat will als Gesellschaft an einer früheren Zeit katapultieren, da wo es keine Solidarität gibt. Oder Beispiel holen, eben Länder, wo die Armut industrialisiert Länder, wo die Armut äußerst hoch ist. Die USA, aber auch Großbritannien zum Beispiel, und kann noch von Deutschland schwätzen. Gerade an dieser Krisenzeit muss man alles machen, für die Solidarität zu stärken, die Kaufkraft von der großen Masse, von der Bevölkerung erhalten. Der Gegenteil fährt uns an einer diabolischen Spirale, wo man mehr Leute sich verarmen an eine reiche Minorität von ihnen profitiert. Für ganz klar zu sehen, was auch immer die Regierungsparteien wussten oder nicht wussten, was auch immer aufgemacht ist oder nicht aufgemacht ist, das ist nicht froh. Das ist eine Limitpolitik politicienne. Es hat den sogar den Eindruck, dass die Leute weiter für dumm gehalten gehen. Und da hat doch Jean-Claude Juncker sich entlarvt. Wir haben nicht mehr gesagt, wer Juncker wählt, wählt den Sozialaufbau. Er ist zu weit. Wir stellen fest, dass es den Konsens gibt an dieser Koalition für den Sozialstaat massiv aufzubauen. Und zwar Buckel von den schaffenden Leuten und nicht Buckel von den ökonomischen Vandalen, die sich an den Patronatsorganisationen zusammen dienen. Es schien also insgesamt große Veränderungen befehlen. Wenn wir zum Beispiel auch die Familienpolitik gucken, an dem Per Kai, geht ja gerade da ein größtes Gewicht drauf gelegt. Streichungen von der Schulaufangszulage, Streichung vom Kindergeld für Studenten nur 21 Jahre, eine Reduzierung vom Congé parental auf 4 Monate. Da sieht dann den Herr Schmidt aus einem Interview, das keine selektiv Sozialpolitik. Natürlich ist das keine selektiv Sozialpolitik, weil wenn den universelle Rechte einmal will streichen, unsere Sätze durch Selektivrechte, muss ihn mal für die Stadt machen. Und das ist das, was hier proposiert geht, das ist das, wo schon in 2006 mal angefangen ist, wo ihr Beschluss ging, all Prestations familial, auch de Congé parental zum Beispiel, zu desindexieren, und zum Beispiel Steuerkredite für Kinder aus der Steuertabelle rauszuholen. Geht also mal für dich gestracht, massiv, bei universellen Rechten. Dono gëtt etwas Neues mit Sicherheit daneben abgebaut. Wofür kann ich mengen das Fundament auch schon gelöst ging aus 2006. Das sind zum Beispiel Kannerboni, das zum Beispiel die Kannerboni, das sind die sogenannten Steuerkredite und das sind Check-Service. Und es können sich vorstellen, dass die Instrumente, die muss nicht mehr geschaffen sind, für sie lo an Zukunft umzugestalten, für sie selektiv zu machen, zum Beispiel um Revenu, zum Beispiel noch der Residenz, eventuell aber sogar integral als Ersatz für das Kannergeld, was die DP zum Beispiel fordert. Und da stellen Sie sich aber wirklich vor, wer weiß gern, was geplant ist. Wie es soll weitergehen. Ob der LSAP auch, die OHI mengen besonders ungeschwert als Partei linke Spektrum, die auch an den Gewerkschaften hier Präsenz hat, wollen wir wissen, ob der LSAP d'accord ist oder nicht, dass das so geschieht. Wir hätten gerne eine Debatte über selektiv Sozialpolitik. Aber wenn etwas klar ist, in welche Richtung das geht, da stellen wir vielleicht fest, dass wir besser haben, das Althaus von der Sécurité Sociale zu verbessern, zu renovieren, für das wir können Herr am Meister dranbleiben und nicht als sozialen Bauspekulanten ausliefern, die alles wollen umbauen. Die ganze Sozialstaat wollen umbauen und die Jobs ersetzen, was nicht ganz appetitlich ist. Wir betreiben halt zu Lützeburg munter sozialen Dumping, steuerlichen Dumping par rapport zu den anderen Ländern innerhalb von der Europäischen Union und drohen dazu bei, dass der Druck an den anderen Ländern für immer mehr eine
ungerecht Steuerpolitik beheichtet. Der Spitzensteuersatz, ich komme ja nun auf Detailer zurück, der Spitzensteuersatz ist an den letzten Jahrzehnten drastisch aufgesagt gehen. Ich muss betonen, dass von so einer Steuerreduktion, so einer Aufsetzung vom Spitzensteuersatz den am meisten hat, den am meisten verdient. Das ist also am Anfang der Konträr von einer Progressivität. Die Vermögenssteuer von den Menagen ist aufgeschafft gehen für kurzem, also nach einer der letzten Regierung. Die Steuern auf den Profiter sind bald halbiert gehen. Das bezieht sich auf die Steuern, die wir überhaupt können abschätzen, die wir kennen, also nicht zu schwätzen von den unübersichtlichen Steuerbegünstigungen für die verschiedenen Sorten von Vermögensverwaltungsgesellschaften und Geldplatzierungsgesellschaften bei dem Finanzsektor, wo ein Nicht-Spezialist schon, ich weiß mal nicht, ob ein Spezialist nach überhaupt dadurch guckt, wartet da von steuerlichen Begünstigungen gibt, von den Vermögenheit zu Lützeburg platziert, respektiv Steuerbegünstigungen für die und denen Vermögensverwaltungen hier so verdienen. Die Akkumulation von privatem Reichtum, weil das ist, durch Aufbau von Steuern, ist typisch für Neoliberalpolitik und ist eng von den weltweiten Ursachen von der Finanzkrise. Weil der private Reichtum, der da über Steuern nicht mehr aufgeschäft wird, den ist ja zu einem ganz großen Teil geflossen als spekulativ Finanzgeschäfte, während durch Mangel und öffentliche Ressourcen die öffentlichen Investitionen, sozialstaatliche Ausgaben, gerade so wie die Löhne, also auch die Nachfrage, aufgebremst sind. Aber wenn man guckt, nachdenken ja aber das Programm von der Regierung, Spurprogramm rechnet der Minister Frieden 500 Millionen, aber wir wissen, dass der größte Teil davon kommt von Aufbau von Sozialleistungen und auf der anderen Seite Mengten kriegt über Steuern 200 Millionen mehr ran, da bleibt aber äußerst vag. Von denen Steuereinnahmen von 200 Millionen wäre aber eine Krisenabgabe, wir wissen aber auch da bis noch kein Detailer, eine Krisenabgabe, die ob all Abkommens erhebt gehen, gleichmäßig, so mehr verstehen, also man kann nicht progressiv, gleichmäßig für jeden, das heißt die Kleinabkommen sind. Wie gesagt, da warten wir aber nach ob Präzisionen, mit der Rest ist ja schon schlimm genug. Die Forderungen, die wir stellen, die ergehen sich daraus. Wir sollen die Spitzensteuersatz auf 40% erhöhen. Erstens. Zweitens, wir sollen Tranchen, Stufen, Steuerstufen und Bareme so ändern, dass das eine Kurve ohne Buckel gibt, also dass es nur geht progressiv bis zum Höchststeuersatz. Da gibt auch der DP ihre berühmten Mittelstandsbuckel an der Steuerkurve verschwanden. Das sind die zwei Hauptforderungen. Wir sind auch der Meinung, dass eine Vermögenssteuer soll angefordert gehen mit einem Freibetrag und dann auch da mit einer Progressivität, die wir da nie hatten, und ähnlich auch eine Reform von der Erbschaftssteuer. Wir sind ein von den wenigen Ländern, wo an direkter Erbschaft keine Steuern bezahlt, egal ob ein Haus erbt oder 10 Häuser oder 6 Schlösser auf der Loire. Das fanden wir eigentlich auch nicht normal. Also auch bei der Erbschaftssteuer als Sput, ohne dass die Klein- oder die Mitteleinkommen sind, mit ihrem Haus belastet, respektive die Kanner ihr Häuschen wäschelt, falls sie von ihren Eltern erben. Mit der Politik, die die Regierung hier vorschlägt, verdiefen wir nicht nur die Sozialkrise, das ist evident, für der sie für die Wahlen alle gute gewarnt und versprochen, sie geben alles machen, wie das sie nicht kämen. Wir präparieren noch die nächste Wirtschaftskrise, weil dieselben Ursachen führen zu den selben Wirkungen. Und dieselben Ursachen, das ist der Aufbau von der Kaufkraft, also von der Nachfrage, Favorisierung von der privaten Rendite, also die Akkumulation von monetärem Reichtum oben auf der Leder, den da nicht investiert wird, das ist eine von den Hauptursachen von der Krise. Wir fahren munter an die Doen Richtung weiter, also Lektionen aus der Krise, wo wir auch nicht gezogen.